Und das Pressekonferenz gestaltet hat dem Motto nach lang nicht über die Birch. Haben wir ein Ausrufezeichen an Druck gesagt. Und nicht ein Fragezeichen, weil wir sind überzeugt, dass Lützeburg nach lang nicht über die Birch ist. Und das bezieht sich auch nicht nur auf die finanzielle Situation. Ich will trotzdem aufhängen, als erster Punkt mit den Finanzen. Wir wissen, dass 2008, 2009, 2010 mit hohen Staatsdefiziten, die wir früher nie kannten, von rund 1,5 Milliarden Euro, das sind zu am Schnitt 10-15% vom Staatsbudget, was Defizite sind, was weit über dem Leid, was der Maastrichter Vertrag zugesteht. Wir sehen, dass am Budget und noch die Spezialgesetze, Steuern und Taxen, das ja relativ stark abgehen. Und wir sich dann aber vorstellen, wo geht da wirklich gespurt? Die Regierung schwätzt zwar immer vom Spuren, aber wenn es bis ein bisschen an Detail geht, da gesagt, dass auf ganz viele Punkte Geld immer noch verpulvert wird. Ich zähle ein paar Punkte nachher just ab, für an Erinnerung zu rufen. Der Militärflieger, der A400M, der Staatsminister hat groß angekündigt, die viel Eidelbussen, die ganz Jahr gingen über das Land fuhren, da müsste sich etwas ändern, das könnte bis nicht weiter leisten. Das System, das müsste verbessert oder verfeinert gehen, da geschieht nichts. Den Tram, Etüden, Etüden für ein ideologisches Spielgezeig, was Singerleben ist, das Problem nicht lesen wird. Den Umbau im Kirchberg, der schrecklich viel Geld kostet, den hauptsächlich dafür gemerkt. Für das ein Tram so denke, können dort drüber vor. CO2-Zertifikate, wo wir Unsummen an das Ausland verschachern und Platz das Geld zu Lützeburg zu investieren, für die Bilanz zu verbessern. Was wir verlangen an dem Zusammenhang, aber die Regierung, wie es noch immer verpasst hat, dass ein richtig Kontrolle vom Ausgabenverhalten von der Regierung. Das heißt, die sich darauf begründet, dass die Cour des Comptes, die im Moment die Finanzkontrolle möchte, dass die muss reformiert gehen, dass die einen ganz neuen Auftrag muss kriegen, dass sie muss können auftreten als Anwalt vom Steuerzahler. Nur ein Beispiel vom Bundesrechnungshof. Fazit, ein Defizit ist noch viel zu viel hoch. Da gehen wir mit der Regierung eins, mit einer valable Spurpolitik geht es nicht. Mehr, und das ist eigentlich ein Hauptobjekt von dem, was wir auch wollten sagen, Finanzen sind nicht alles. Was ich mehr sagen möchte, dass der Zustand von diesem Land, wir wollten das beschränken auf 3 Punkte. Der erste ist der von Funktionament von diesem demokratischen System. Ich erinnere daran, wir hatten schon eine Pressekonferenz erwähnt, dass dieses Wahlsystem ungerecht ist für die kleinen Parteien. Und das geht nicht an einem demokratischen System. Wir verlangen, dass Nationalresultat von den Parteien muss berücksichtigt werden, dass das durch die unlogische Abteilung von den Bezirken die kleinen Parteien nicht ganz großen Teil von ihrer Stimme verlieren und dadurch nicht dementsprechend an der Chambre vertreten sind. Ich gehe lieber bei der Staatsrat, da das die reinste Farce ist, dich die Staatsminister und seine Männer, dich die Außenminister gehen nicht fertig, Dungarn zu kritisieren für das, was sie an ihrem Pressegesetz verbracht haben. Und als Lützeburg feiern sie sich ab, wie wenn wir die reinste Bananenrepublik wären, das heißt, sie dezidieren, wertfreie Parteien am Staatsrat vertreten sind, und nicht, dass das Votum vom Wähler dabei respektiert wird. Wir verlangen, dass da eine klare Regelung könnte, die auch den demokratischen Verhältnisses Lützeburg Rechnung trägt. Dann ein kritischer Punkt, mir muss offen gesprochen gehen, dass das Troll von der katholischen Kirche zu Lützeburg, die nicht politisch neutral ist, die sich selber dummer die große Schuld möchte, mit die über hier Zeitungen, über ihre Presseimperium massiv Politik zugunsten von der CSV möchte. Den anderen Punkt, den ich extrem sorgen möchte, als der vom Zustand von dieser Schule auf von diesem Erziehungswesen. Das, ich wiederhole mich da schon von all dem, was wir immer gesagt haben, langfristig nicht mehr wichtig für die Zukunft von diesem Land, wie dass wir gut Schulen haben, und das kann alle gut. Ich unterstreiche alle gut, so gut wie möglich zugehen, auf jeden Fall formiert gehen. PISA hat ist Remeke bewiesen, da kann ich davon halten, was ich will, mit diesem Indikator, dass es nicht bergab geht.
Hier geht es wirtschaftlich und finanzielle Zukunft von diesem Land. Es geht aber auch Sozialgerechtigkeit und geht gesellschaftliche Kohäsion. Es gibt kein besseres Rezept gegen Dämmung von allen Einzelnen, von den Familien. Gegen soziale Ausgrenzung für eine optimale Ausbildung. Der letzte Punkt ist den von der Entwicklung von dieser Population, verbunden mit dem Thema Immigration und Integration. Lützeburg ist wie praktisch alle modernen Industriestaaten negativ an seiner demografischen Entwicklung. Wenn wir die Nettobilanz holen, wir haben nicht bislang, konträrement zu vielen anderen Ländern, fertiggebracht, den Ausgleich durch Immigration zu schärfen. Da könnt ihr ja so und so weit, so gut, dann ist es schon an der Reihe. Wir müssen froh an denken, wie viel Immigration verdreht dann ein Land, an eine Gesellschaft. Kein Land an der EU, und ich gebe so weit darüber raus, hat so eine starke Immigration, also einen hohen Undeel und Zugewanderte wie Lützeburg. Und daraus entsteht dann eine Zweiklassengesellschaft. Und muss ich feststellen, dass an der Situation die Integrationsfähigkeit von diesem Land, finde ich, in diesem Moment überfordert ist. Der Fazit ist, auch wenn die finanzielle Situation im Vergleich mit anderen Ländern einigermaßen gesund ist, sind die Hauptpiliere, auf denen ein solid Staatswesen, eine solide Gesellschaft aufgebaut ist, stark angegriffen. Und eine Sanierung erweist sich immer mehr schwer. Ich will bei diesen 4 Schwerpunkten belosen. Ein Wort zu dieser Partei. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, für das und noch einer wichtig zu gehen, am Laufe von diesem Jahr an der öffentlichen Diskussion zu erhalten, sie immer auf Tapet zu bringen, Solutionen zu proposieren und die Solutionen noch durchzusetzen. Eine von den Konklusionen ist die, dass wir unsere Rolle als Opposition viel mehr hart und viel mehr vehement müssen spielen wie in der Vergangenheit. Wir nicht nur das, wir wollen noch in Zukunft zum Teil wenigstens selber den Ton umgehen. Wir wollen uns Sujet auf die Agenda bringen und uns nicht von der Regierung die Agenda diktieren lassen. Das sind ein Teil von ganz guten und starken Punkten aus diesem Wahlprogramm. Weil das wäre, ich so nicht, merci, dass Sie zahlreich kommen.